Für die gesunde Ernährung an ein Offer und lokale und saisonale Produkte Hand an Hand. An dem Kader begrüßen wir die Informationskampagnen wie zum Beispiel so frisch so Lützeburg wie wir heute durch Schneeren haben, die über eine eigene Internetseite Bevölkerung sensibilisieren, saisonal und regional anzukaufen. Das tut zusätzlich Vorteil, dass Leute angehalten gehen, frisch und wenig verschaffte Lebensmittel zu kaufen, also Lokalprodukte der industriellen Lebensmittelproduktion vorzuziehen. Der Nutri-Score, dem stimme ich aber echt ein bisschen kritisch vis-à-vis. Der Grad von der Verarbeitung und der Gebrauch von Zusatzstoffen gehen am Nutri-Score nämlich nicht berücksichtigt. So haben zum Beispiel die Vertreter von der Chambre des Métiers darauf hingewiesen, dass der Nutri-Score DAX einer Mogelpackung ähnelt. Sie feiern heute Beispiele, dass der Konsument, der bewusst auf seine Ernährung will aufpassen, DAX echt auf 4 verarbeitet und angepackte Brot mit einem Nutri-Score zwar kauft, wie sich leider für die lokale Bäcker zu entscheiden, den ein Mann verschaffte Ware bietet. Das erste Prinzip kann in Europa viel andere Segmente, wie zum Beispiel die Fleischware, beziehen. Und hier ist auch nicht, dass selbst mit einem Nutri-Score C zum Beispiel nicht gesund ist, sondern just an entsprechenden Maßen konsumieren. Wir wollen an dem Kontext die Bürger auch nicht erzählen und doch bewusst die Stärken, lieber lokal wie industriell Esswaren anzukaufen. Wir begrüßen alle Kampagnen, die die Bevölkerung auf die Vielfalt von der heimischen Lebensmittelproduktion aufmerksam macht. Sie hat das gemäß Obst, Fleischwaren, Milchprodukte, Tee, Mehl, Honig, Rapsöl, alles kann in aus heimischer Produktion kaufen. Einzelverbände, Kooperativen, wie zum Beispiel die ganz vielfältige Produktion von Lebensmitteln aus dem Urdal oder das Projekt Müllerdaler Produzenten für eine stärkere in Zukunft gestalten, müssen unterstützt und gefördert gehen. Auch die Po-Vermarktung muss gefördert gehen. Und das fängt schon bei einfachen Sachen wie bei Straßenschildern am Dorfwohn. Sie sind aber sicherlich noch Reformen zu machen, was das Visibilität angeht. Initiativen wie zum Beispiel So schmeckt Lützeburg sind viele Bürger noch nicht bekannt. Die Sujeten, also saisonal, regionaler, gesunde Ernährung, müssten alle schon von kleinem an und du meinst von der Kreation, die kann am Minobruch gehen. Theorie ist dabei aber nicht alles. Parallel müssen ihnen noch 4 geliefert gehen, und das fängt an der Kantine von zum Beispiel der Maison Relais an, für das sie an diesem wichtigen, prägenden Alter schon mit den entsprechenden, richtigen Gewohnheiten aufwachsen. Die Wichtigkeit von dieser Thematik geht heutzutage noch viel zu viel in der Schad, und das spiegelt sich an unseren Zölle wieder, die wir zum Beispiel beim Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kennen. Den Anti-Gaspi. Die Lebensmittelverschwendung an den Industrieländern stellt ein akutes Problem dar. Durch eine Fehler an der Haltung von den produzierten Lebensmitteln flittern Pubal. Schätzungen gehen davon aus, dass die Lebensmittelverschwendung bis zu 8% von den weltweiten Serregasemissionen ausmacht. Alle Ressourcen, die an die produzierten Lebensmittel investiert gehen, also Landmaschinen, Kraftstoff, Düngemittel, Wasserverbrauch, gehen an hohem Maß verschwendet. Und die Antwort auf eine parlamentarische Frage über die Lebensmittelverschwendung von Kollege Werner Kartheiser geht die Regierung darüber an, dass eine Anti-Gaspi-Informationskampagne organisiert ist. Das geht an uns aber nicht durch. Zwar gibt zum Beispiel die Internetseite antigaspi.lu dem Konsumenten und auch dem Horeca-Sektor Informationen, was sie am Alltag gegen Lebensmittelverschwendung machen können. Es fehlt aber zum Teil auch konkreten Anreize für die Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Heute bräuchte mir ganz klar eine nationale Kennzeichnung, können auch über eine europäische denken, aber auf jeden Fall eine national, die den Konsumenten encouragiert, Lebensmittel für dich zu gucken, zu riechen oder zu schmecken, ehe den sie an Pubal gehört. Die Grunddistribution, so geht auch aus der Antwort dafür, demnach an der parlamentarischen Frage, soll die Produkte, die nicht verkauft werden, entweder über den Weg von Dons und karitativ Assoziationen weitergehen oder sie für deren Futter zur Verfügung stellen, respektive zu kompostieren oder methanisieren. Da a priori klingt gut, wir nehmen Supermarschen auf 400 Meter Carré Verkaufsfläche, muss eine Plan de Prävention des Déchets alimentaires erreichen, so ist dann eine Antwort. Andere Supermarché können sich auf freiwilliger Basis beteiligen. Als ADR sind wir zwar dagegen, Betriebe zu drängeln, konkret muss Politik aber zügig an die Hand holen, für zusätzliche Anreize zu schaffen, für alle Zucht von Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Kommen wir zum Equilibrium zwischen dem Preis von den Produkten und dem Revenu von den landwirtschaftlichen Akteuren. Gewinnmarsch, aber ob die landwirtschaftlichen Akteuren auffällt,
ist stark volatil. Einzig die staatliche Unterstützung als ein Fixpunkt an der Kostenberechnung vom Bauer. Gäfen noch am europäischen Kontext keine Subsidien mehr ausbezahlt, gäfen die Lebensmittelpreise immer um 100% klammen. Und das möchte man an der aktuellen geopolitischen Lage auch ein bisschen suchen. Bauern brauchen dafür Planungssicherheit, weil sie können just langfristig auf Marktschwankungen reagieren, zum Beispiel bei den Energiepreisen, Düngepreisen, Ausschaffen von landwirtschaftlichem Material, Land etc. Beim Rand zum Beispiel vergeht von der Besamung bis zur Schlüchtung nämlich 3 Jahre. Das sind 3 Jahre Invest vom Bauer. Für Feldfrüchte immerhin 1 Jahr. Marktschwankungen während der Zeit sind zum Teil vom Kapitalinvest vom Bauer gedeckt. Auch beim pflegeintensiven Saatgut besteht mehr Risiko. Es ist also der Constat, dass der Bauer mehr einem hohen Risiko ausgesetzt ist, wie die weiterverschaffende Industrie oder Betriebe, die direkt durch Anpassung vom Preis auf kurzfristige Schwankungen reagieren können. Für das aufzufördern, müssen wir den Bauern also mit Planungssicherheit entgegenkommen. Gesetze müssen langfristig durchgehen. Und Direktiven und Ablehren müssen am Abklang sein mit einer langfristigen Planung und der Aufsicherung vom landwirtschaftlichen Betrieb. Kommen wir zur Lebensmittelsicherheit. An den A von der ADR, auch für mich, den an dem Bereich geschafft hat bis Oktober 2023, ist die Lebensmittelsicherheit das Wichtigste an der heutigen Debatte. Die Lebensmittel müssen sicher sein für den Konsument. Das ist kein Diskussionspunkt, das muss eine Priorität sein. Ich erinnere mich an den Fall von Chocolatier von vor quasi genau 3 Jahren, wo es zu einer Kontamination mit Salmonellen kam an der Industrie. Der One-Health-Ansatz am Kader von der unmittelbaren Gefahr von Antibiotikaresistenzen muss auch zu den Prioritäten gehören. Wir stehen hoch zu Birsch, wenn ich mitkriege, dass der Plan National Antibiotik, ich weiß, dass ein anderes Minister, mehr reduziert soll gehen. Das kann und wird nicht gehen. Experten geben Prognosen, dass 2050 10 Millionen Menschen alljährlich wegen Resistenzen sterben. Wir müssen ein Minister übergreifend schaffen. Landwirtschaft, Santé, Umwelt. Die Umwelt geht immer vergessen. Das One-Health-Prinzip muss auch auf die chemischen Aspekte ausgeweitet gehen. Wir hatten recht eine dünnste Diskussion über PFAS. Wir brauchen dringend eine Simplifikation administrativ an unserer Verwaltung im Bereich von der Lebensmittelsicherheit durch integrierte Kontrollsysteme an den Zusammenlegen von der Kontrolle vom ganzen Ministerium an einer Verwaltung. Da begrüßen wir natürlich, dass endlich CQA Lim vom LNS und Dalva kommen. Für die Gesundheit der Lebensmittel zu garantieren und den Bauern eine faire Kompetition zu ermöglichen, müssen wir die Importtoleranz von Rückständen von Pflanzenschutzmitteln auf Rückstände von veterinärmedizinischen Medikamenten ausbauen. Wir dürfen nicht tolerieren, dass Lebensmittel mit gentoxischen und krebserregenden Rückständen durch den Import den Weg auf unsere Lebensmittelmarché finden. Zu guter Letzt brauchen wir unbedingt eine Nutri-Vigilance, wie sie schon an unseren Nachbarländern besteht. Das ist die Überwachung vom Konsum und Kontrolle von Nahrungsergänzungsmitteln, neuartige Lebensmittel, ungereicherte Lebensmittel oder sogenannten Energy Drinks und andere Produkte. Die Konsumation von diesen Produkten kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Für die schnell zu erkennen und die Gesundheit des Konsumenten bestmöglich zu schützen, brauchen wir eine Nutri-Vigilance, so wie wir es schon von der Pharmakovigilance kennen. Wie ihr seht, habe ich meine Zeit schon überzogen und gebe noch ganz viel zu sagen gehen. Vielleicht kann Madame Minister, und ich meine, wenn ich Madame Delcourt richtig verstanden habe, das Ulai auch, mit den Punkten, die sie zurückbehält, wir Wochen ein bisschen offen für Diskussionen aus, ein bisschen an die Kommission kommen, als ihren Aktionsplan im Detail vorstellen. Ich sage nicht allgemein, merci für die Nullastren. Merci, Madame Schaub.